Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Das magische Pentagramm. Eine Geschichte, die für euch auch Wirklichkeit werden könnte. Morgen oder heute schon. Doch das Abenteuer beginnt in einer Welt, die euch sehr vertraut ist. Na, wie war euer letzter Schultag, Georg? Wir haben nur Platten gehört und die Schulsachen einfach in unseren Mappen stecken lassen. Und ihr? Du vergisst manchmal, Brüderchen, dass ich schon 2 Klassen weiter bin als du. Wir haben noch einmal kräftig gepaukt. Das nächste Jahr sind bei uns die Prüfungen fällig. Wir hätten auch lieber eine Feier gemacht, aber unser Lehrer, der Herr Krause, hat da nicht mitgespielt. Schade für euch, aber der alte Krause ist ja für seine beknackte Einstellung bekannt. Doch was soll's, übermorgen geht's ins Flugzeug, yippie, und dann ab nach Afrika. Weite Steppen, wilde Tiere. Georg, was ist denn los mit dir? Freust du dich denn überhaupt nicht? Ich finde, das war eine tolle Idee von Vater. Weißt du, deine Fantasie kann einem manchmal den letzten Nerv rauben. Und ich kann mir jetzt schon denken, wie unsere große Afrika-Reise endet. Unser Vater und sein Freund Fred Martin, die uns eingeladen haben, werden sich wieder ihrem großen Hobby der Geologie widmen, während ich auf dich aufpassen kann. Georg, erzähl mir doch nichts. Du würdest doch viel lieber mit deiner Schulklasse ins Ferienlager fahren. Warst ja ganz schön sauer, als Vater uns die 2 Flugkarten und die Einladung schickte. Hat das ausgerechnet jetzt sein müssen? Aber Georg, du musst doch verstehen. Vater ist jetzt ein halbes Jahr als Entwicklungshelfer in Afrika. Mutter kann nicht mitfahren. Da ist er doch froh, wenn er wenigstens seine Söhne wiedersehen kann. Sicher hast du recht. Schade nur um das Ferienlager. Das letzte Mal vor der Abschlussprüfung. Alle sind dabei, alle außer mir. Hahaha, alle. Dich interessiert doch nur Susanne Klein. Red doch keinen Blödsinn. Blödsinn? Es wird doch überall in der Schule erzählt, dass du ja schöne Augen machst. Peter, du bist doch jetzt schon 15 Jahre alt. Ja, warum? Erstens wäre es keine Schande, weil Susanne sehr hübsch ist. Zweitens geht es dich und die anderen gar nichts an. Aber Brüderchen, ich glaube, du hast mit dem Pumuckl nicht nur die roten Haare, sondern auch die Albernheiten gemeinsam. Du bist gemein, Georg. Langt es nicht, wenn diese 3 Knallköpfe aus deiner Klasse mich mit diesem Namen ärgern? Ich kann doch nichts für meine Haarfarbe. Und jetzt fängst du auch noch damit an. Entschuldige, das war nicht so gemeint. Komm, Schwamm drüber. Weißt du was? Wir gehen auf das Volksfest. Heute ist der letzte Tag. Ich lade dich zu einer Geisterbahnfahrt ein. Da sagst du doch sonst nie nein. Wenn du mich so höflich fragst. Na dann, auf zum Volksfest. Ich rufe nur noch kurz Mutter an. Sie muss ja schließlich wissen, wo wir stecken. Peter und sein Bruder Georg vergnügen sich schon eine Stunde auf dem Rummelplatz. Georg, ich bin jetzt schon das 4. Mal auf dem Volksfest. Aber langweilig wird mir nie dabei. Ich könnte jeden Tag hier sein. Wenn Vater seine erste Million verdient hat, werde ich ihn bitten, dir eine Geisterbahn und ein Labyrinth in den Keller zu stellen. Du bist ja ganz verrückt auf das Zeug. Nicht genug, dass du dir jede Woche im Kino irgendeinen Abenteuerfilm anschaust? Hey, Georg, musst du auf deinen Rotkopfbruder aufpassen. Die haben mir gerade noch gefehlt. Lass ihn doch in Ruhe. Georg, weißt du schon das Neueste? Susanne ist hier mit einer Freundin. Ist nicht besser, mal nach ihr zu schauen, bevor noch ein anderer kommt und sie dir wegschnappt? Aber du gehst ja lieber mit Pumuckl Junior spazieren. Am Tag, als der liebe Gott den Verstand verteilte, wart ihr wohl gerade nicht da. Tschüss, Georg, aber Pumuckl. Wie hältst du das nur mit denen aus? Ach, die meiste Zeit sind sie ganz in Ordnung. Du hättest dich nur nicht von Anfang an ärgern dürfen, als sie begannen, über deine roten Haare zu lästern. Wenn sie merken, dass sich jemand von ihnen aufziehen lässt, geben sie einfach keine Ruhe mehr. Ob es wohl stimmt, dass Susanne mit einer Freundin auch auf dem Rummelplatz ist? Kann sein. Vielleicht war es aber auch nur ein Märchen. Schau doch mal nach. Und du? Ach, ich habe noch 10 Mark. Damit kann ich mir allein die Zeit vertreiben. Das wäre prima. Aber wir müssen uns spätestens um 9 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle treffen. Du weißt ja, dass wir morgen noch viel zu tun haben. Packen und so weiter. Alles klar, Georg. Viel Glück bei der Suche nach Susanne. Denk daran. 9 Uhr. Pünktlich bitte. Von fröhlicher Festmusik begleitet, bahnt sich Peter von nun an alleine seinen Weg über das Volksfest. 1 Stunde mag schon verstrichen sein, als er in einem abgelegenen Teil des Rummelplatzes plötzlich stehen bleibt.
Madame Le Beau, Wahrsagerin. Alles hätte ich erwartet, zwischen Unmengen von Losverkäufern und Zuckerwatteständen. Aber eine Wahrsagerin? Ich wusste gar nicht, dass es so etwas noch gibt. Naja, wer weiß, ob sie wirklich die Zukunft voraussehen kann. Hoppla, 8:30. Georg wartet sicher schon. Ich muss mich auf den Weg machen. Warum so eilig, junger Mann? Möchtest du nicht etwas über deine Zukunft erfahren? Nanu, die Tür des Wohnwagens ist geöffnet. Eine alte, runzlige Frau. Genauso habe ich mir immer eine Hexe vorgestellt. Ob sie wusste, dass ich hier stehe? Oder hat sie mich vielleicht durch das Fenster gesehen? Tritt näher. Madame Le Beau kann dir viel erzählen. Ja sicher, Märchen wollen sie mir erzählen. Wer weiß, junger Mann. Das Schicksal geht oft seltsame Wege. Wenn deine Zukunft einem Märchen gleicht, dann werde ich dir wohl ein Märchen erzählen müssen. Was kostet das denn? Was ist dir denn das Wissen um deine Zukunft wert? Ich habe nur noch 5 Mark bei mir. Das ist doch sicher zu wenig. Komm herein. Setz dich. Ich schaue tief in die Kristallkugel. Du wirst sehr bald eine weite Reise machen. Sehr bald. Meinen Sie die Reise nach Afrika? Nein, nicht die Reise nach Afrika. Was geschieht mit mir? Meine Wahrnehmung. Unglaublich. Das Ziel deiner Reise liegt im Ungewissen. Nein, die Reise geht nach Afrika. Das glaubst du? Doch du täuschst dich. Selbst meine Fähigkeiten, die mich noch nie zuvor enttäuscht haben, können mir nichts Näheres über den Ort berichten, an dem du dich bald befinden wirst. Auch deine Zukunft liegt im Dunkeln. Glaube mir oder glaube mir nicht. Du kannst und wirst sehr bald selbst erfahren, was die Bestimmung mit dir vorhat. Hier hast du deine 5 Mark zurück. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Und jetzt, Junge, geh. Dein Schicksal vermag dir niemand zu sagen. Hörst du, Junge? Niemand. Peter und Georg sind jetzt schon eine Woche in Afrika. Nach 2 Tagen Aufenthalt in Timbuktu, dem Arbeitsplatz ihres Vaters Paul Seyfarth und dessen Freund Fred Martin, sind die beiden Entwicklungshelfer mit den 2 begeisterten Jungen in einer Chartermaschine weiter zur Elfenbeinküste geflogen. Von hier aus ging es zu den Nimba-Bergen. Am Rand des Gebirges liegt ein Eingeborenendorf, an dem die 4 nun ihren Lagerplatz aufgeschlagen haben. Paul Seyfarth und Fred Martin sind beide begeisterte Hobbygeologen und haben beschlossen, den heutigen Tag damit zu verbringen, den Nimba-Bergen Gesteinsproben zu entnehmen. Die Jungen sind auf ihrem Wunsch im Dorf zurückgeblieben. Sie wollen sich mit den Sitten und Gebräuchen der Eingeborenen vertraut machen. Die Eingeborenen sehen uns an wie Außerirdische. Aber sie sind doch sehr freundlich. Ja, sicher. Schau, dort am Rand des Dorfes. Ein Felsplateau. Von dort aus müsste man eine tolle Aussicht haben. Hast du das Fernglas dabei? Eigentlich schon. Ich schau mal nach. Ja, da ist es. Toll, die Nimba-Berge. Einfach gigantisch, diese Aussicht. Wo mögen Vater und Fred jetzt sein? Na wo schon? Steine suchen. Geologie. Pah, sowas Langweiliges. Georg, dort, schau. Wo? Unterhalb des linken Berges, ein Tal. Ja und? Unheimlich sieht das aus und verwildert. Wie wenn es schon jahrelang nicht mehr betreten worden wäre. Das ist schon möglich. Sicher gibt es dort weder eine Bushaltestelle noch ein Kino. Komm, lass es uns erforschen. Was willst du dort erforschen? Vielleicht ist dort ein Schatz versteckt.
Ja, sämtliche Piraten, einschließlich Sir Francis Drake und Klaus Störtebeker, haben ihre Schätze dort versteckt. Ach, bitte. Nein, Vater und Fred wollen um 14 Uhr zurück sein. Jetzt ist es kurz vor 9. Wir wollen den alten Eingeborenen dort fragen, wie lange man braucht, um das Tal zu erreichen. Er spricht unsere Sprache. Ich habe gesehen, wie er sich gestern mit Fred unterhielt. Hallo? Ja, Buana. Wie lange muss man laufen, bis man dort unten ist? Nicht lange, Buana. Aber junge Buanas nicht dorthin gehen. Niemand dorthin gehen. Tal böse. Was soll das heißen? Mein Vater von seinem Vater erzählt bekommen und dieser von seinem Vater wissen. Einmal böse Mann, er über diese Tal. Er einfach da, niemand wissen, woher er kommen. Viele Wochen nichts passiert. Dann kommen man in Dorf und sprechen zu Häuptling. Sagen, musst Krieg machen mit andere Dorf. Doch Häuptling wollen nicht Krieg machen. Böser Mann gehen, Blitz und Donner kommen. Alle Hütten zerstört. Und was ist dann geschehen? Häuptling schicken beste Krieger in Tal zu töten, böse Mann. Doch sie nie wiederkommen. Häuptling und Volk fliehen in Nimberberge. Nach einem Jahr wiederkommen und Dorf aufbauen. Böse Mann verschwunden. Vielleicht tot, vielleicht ist gegangen, wie gekommen ist. Niemand wissen und niemand wissen wollen. Junge Buanas nicht gehen Tal, Tal verflucht. Keine Tiere in diese Tal, das Zauber von böse Mann. Oh, Sonne, Eis, ich muss gehen zurück in Hütte. Ich, alter Mann. Buanas, nicht in Tal gehen, Tal verflucht. Ich hab doch gewusst, dass etwas Geheimnisvolles an diesem Tal ist. Ich weiß nur, dass du dir zu viele Abenteuerfilme im Kino angeschaut hast. Die Menschen hier liegen doch im Fortschritt weit zurück. Und wenn die Geschichte stimmt, sein Urgroßvater, das sind doch 200 Jahre. Sicher irgendein europäischer Flüchtling oder Strafgefangener, der sich hier versteckt und mit dem Gewehr rumgeballert hat. Der musste ja den Eingeborenen wie ein Gott oder Teufel erscheinen. Der Aberglaube hat die Geschichte über die Jahrhunderte noch aufgebaut und verfeinert. Lass uns doch nachschauen. Es ist ja nicht weit. Es ist zum Verrücktwerden. Du glaubst jedes Ammenmärchen. Denk doch nur mal an die Wahrsagerin. Eine weite Reise. Damit hast du mich die ganze Nacht vor unserem Abflug geplagt. Und wo bist du jetzt? Hier, in Afrika. Und hier wirst du auch bleiben, bis wir zurück nach Hause fliegen. Aber gut, da ich mir nicht noch monatelang Vorwürfe machen lassen will, was dir in diesem geheimnisvollen Tal alles entgangen ist, werden wir es uns jetzt näher anschauen. Georg, du bist prima. Einen besseren Bruder kann man sich gar nicht wünschen. Das glaube ich dir. Na los, komm. Ich will trotzdem pünktlich im Dorf sein, wenn Vater zurückkommt. Und, siehst du etwas von Schätzen und Zauberern? Abgesehen von der verwilderten Vegetation ist es ein Tal wie jedes andere Tal auch. Aber etwas ist unheimlich. Erinnerst du dich, was der alte Eingeborene sagte? Keine Tiere in diesem Tal. Wir sind schon 20 Minuten hier und ich habe noch keinen einzigen Vogel gesehen. Da hast du recht. Wie ausgestorben ist es hier. Auch kein Wind. Nicht einmal ein Lufthauch. Seltsam, was hier wohl einmal... Ah! Du bist aber auch zu ungeschickt. Stolperst über jeden Ast. Na, worauf wartest du? Komm aus dem Gebüsch heraus. Georg, hier. Eine Höhle. Hast du die Taschenlampe dabei? Da drin ist alles so dunkel. Ja, unter den Broten im Rucksack. Wo ist sie denn? Ah, hier. Pala, sie funktioniert. Man kann aufrecht darin gehen. Hier wird der Gang breiter. Ein Moment. Bleib stehen. Der Gang ist nicht breiter geworden. Das ist ein Gewölbe. Siehst du dort hinten das Gestein? Das Gewölbe muss zugleich das Ende der Höhle sein. Leucht doch einmal herum. Das gibt es doch gar nicht. Ein Tisch. Darauf liegt etwas. Lass mich mal sehen. Das ist Talg.
Irgendjemand hat hier Kerzen angezündet. Leuchte weiter. Jetzt schlägt's 13. Ein uralter Sessel. Was sind das für Zeichen? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ob hier jemand gehaust hat? Vielleicht, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Uhrzeit. Wir müssen uns auf den Rückweg machen. Glaubst du jetzt an die Geschichte vom alten Eingeborenen im Dorf? Dass irgendjemand hier war, beweist das, was wir in der Höhle gesehen haben. Aber an Zauberer und Gespenster glaube ich deswegen noch lange nicht. Glaubst du, Vater und Fred möchten die Höhle sehen? Schon möglich. Die beiden interessiert doch alles, was alt ist und mit Steinen zu tun hat. Dort, der alte Baum. Ich werde ein Zeichen hineinritzen, dass wir die Höhle wiederfinden, falls Vater und Fred sie sehen wollen. Nanu, mein Taschenmesser ist weg. Du hast es sicher im Zelt vergessen. Nein, als wir in der Höhle waren, habe ich meine Schuhe fester geschnürt. Da hat mich das Taschenmesser noch in der Hosentasche gedrückt. Ich muss es in der Höhle verloren haben. Gib mir die Taschenlampe. Ich gehe noch einmal zurück und suche das Messer. Gehst du mit? Nein, ich warte hier. Aber beeile dich. Ich bin in 5 Minuten zurück. Georg wartet fast eine Viertelstunde auf seinen Bruder Peter. Als dieser nicht zurückkommt, beschließt Georg, nach dem Rechten zu schauen. Er erreicht den Eingang der Höhle und fordert Peter auf, herauszukommen. Er glaubt an einen Scherz Peters, doch als dieser nach erneuten Rufen keine Antwort von sich gibt, schiebt Georg das Gestrüpp beiseite und blickt in das Dunkel der Höhle. Da kein Lichtschein dort zu sehen ist, ahnt er nun, dass Peter etwas passiert sein muss. Er kennt seinen Bruder zu gut. Nie würde dieser sich in einer finsteren Höhle verstecken, nur um eines Scherzes willen. Da Georg ohne Taschenlampe in der Höhle nicht die Hand vor Augen sehen kann, läuft er so schnell wie möglich ins Dorf zurück, um seinen Vater zu alarmieren. Dieser und sein Freund Fred Martin sind bereits zurück und erfahren bestürzt von Georg, was sich während ihrer Abwesenheit ereignet hat. Sofort begeben sich die 2 Männer, von Georg geführt, zur Höhle. Doch ihre Suche bleibt erfolglos. Dass Peter noch einmal in der Höhle war, beweist zwar der Fund der Taschenlampe, die ausgeschaltet auf dem alten Tisch neben den Talgresten liegt, doch für seinen weiteren Aufenthalt gibt es keine Erklärung. Nach einer 4-stündigen Suche nach Peter in der näheren Umgebung der Höhle, die aber auch keinen Aufschluss über sein Verschwinden gibt, informiert Paul Seyfarth die zuständigen Behörden. Am nächsten Tage wird von der ortskundigen Buschpatrouille eine große Suchaktion gestartet, doch ohne Erfolg. Peter Seyfarth ist wie vom Erdboden verschluckt. Kopf. Mir ist, als wäre ich 3 Tage in einem Glockenturm eingesperrt gewesen. Wo bin ich hier? Ich muss nachdenken. Also, das war so. Ich ging noch einmal in die Höhle, um mein Taschenmesser zu suchen. Ich stand in der Mitte des Gewölbes. Auf einmal war alles erhellt, als ob 1000 Kerzen brennen würden. Das Gewölbe war ein einziges Lichtermeer. Ich knipste die Taschenlampe aus und legte sie auf den alten Tisch. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit. Dann erkannte ich die Ursache der Helligkeit. Ein Zeichen. Auf dem Boden in der Mitte der Höhle war ein Zeichen zu sehen. Ich ging näher. Jetzt sah ich das Zeichen ganz deutlich. Ja, ich erkannte es sogar. Der 5-zackige Stern, Drudenfuß oder Pentagramm. Vor kurzem hatten wir etwas im Zusammenhang mit diesem Zeichen in Geschichte durchgenommen. Ich musste mir das genauer ansehen.
Dem Pentagramm wurden in vorhergegangenen Jahrhunderten magische Bedeutungen zugeschrieben. Ich ging näher und näher. Das Zeichen zog mich irgendwie an. Dann wurde ich auf einmal furchtbar müde. Mir wurde schwarz vor den Augen. Eine unendliche schwarze Leere verschlang mich. Von da ab weiß ich nichts mehr. Jetzt bin ich hier. Aber wo ist eigentlich hier? Das ist nicht das Gewölbe. Ich liege auf dem Boden im Innern eines Hauses oder vielmehr einer Hütte. Dort steht ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett, aber alles ist so klein. Tja, als ob hier Zwerge wohnen würden. Dort hinten ist ein Holzregal an der Wand angebracht, auf dem mehrere Bücher stehen. Peters ganzes Interesse gilt nun der Bücherwand. Und als er aufsteht, um auf diese zuzugehen, merkt er nicht, wie sich hinter ihm leise die Tür öffnet. Irgendwas hat mich zu Fall gebracht. Was willst du hier? Peter, am Boden liegend, glaubt seinen Augen nicht mehr trauen zu können. Vor ihm steht ein Wesen, das es normalerweise nur in einem Märchenbuch geben dürfte. Das Wesen hat die Größe eines Zwerges. Es ist bekleidet mit einer Hose und einem Wams von purpurroter Farbe. Darüber sitzt eine goldene Gürtelschnalle, die von des Zwerges feingliedrigen Fingern umfasst wird. Gekrönt wird die Erscheinung aber durch den Kopf des Wesens. Ein fast kugelrundes Gesicht, an dessen Seiten ein paar spitze Ohren zu erkennen sind und das zu guter Letzt von einer schwarzen, verfilzten Haarmähne bedeckt wird. Als Peter sich gefasst hat, erzählt er dem merkwürdigen Wesen, wie er hierher gekommen ist. Dieses mustert Peter noch eine Weile kritisch und spricht dann erneut. Ich glaube dir. Man nennt mich Quack. Ich bin ein Elfenkobold und auf ähnliche Weise wie du hierher geraten. Ich komme aus einer Zeit, die lange vor der Zeit war, in der wir uns jetzt befinden. Das Zeichen, das du Pentagramm nennst, ich habe es als dasselbe wiedererkannt, das mich damals meinem Volke stahl. Wie ist das geschehen? Quack, das bin ich, war auf der Jagd. Auf einer Lichtung in einem Wald sah ich das Pentagramm und wurde in diesem Moment von seinem Zauber angezogen. Nicht einmal Elvira, die Schutzgöttin der Elfenkobolde, konnte mir beistehen. Plötzlich war ich hier, auf einmal, dort, wo der Tisch steht. Ich habe mir Holz gesucht und ein Haus darum gebaut. Mindestens 2000 Mal ist das große Licht am Himmel erschienen und wieder verschwunden. So lange bin ich schon hier. Hast du dich nicht einsam gefühlt? Nein, einst lebte hier denn nie ein Mann, der das große Licht schon unzählige Male kommen und gehen sah. Er lehrte mich sehr viel von dieser Welt. Und an dem Tage, als er das große Licht zum letzten Mal sah, gab er mir all das, was viele nicht wissen. Und das, was er mich einst lehrte, dachte ich, wolltest du mir stehlen. Du meinst die Bücher? Ja, darin steht viel über die Welt, die im Moment unser Zuhause ist. Ihre Einwohner nennen die Welt Vakanien. In Vakanien gibt es Riesen, Drachen, Zauberer, mächtige Ländereien und prächtige Schlösser, die von stolzen Königen regiert werden. Ich weiß fast alles über die Welt und seine Einwohner. Weißt du auch, wie wir in unsere Welt zurückgelangen können? Deine Frage stimmt mich traurig. In dieser Zeit gibt es einen bösen Zauberer. Man nennt ihn Xavros. Er allein kennt das Geheimnis des Pentagramms und weiß, dessen Kräfte zu lenken. Xavros nützt schon seit unzähligen Jahren die Macht des Pentagramms, um damit in andere Welten zu gelangen. Was will er in den anderen Welten? Er ist abgrundtief böse und nutzt diese Reisen, um seine Saat des Verderbens auch in andere Welten zu tragen. Wo ist er jetzt? Zurzeit ist er wieder in Vakanien. Gut, wir werden ihn fragen, ob er uns helfen kann. So böse wird er doch nicht sein. Bei Elvira, was sagst du da? Keine Macht Vakaniens werde dazu bringen, uns das Geheimnis des Pentagramms zu enträtseln. Wenn wir es tatsächlich schaffen würden, Xavros zu finden, was aber sehr unwahrscheinlich ist, wird er alles daran setzen, uns zu vernichten. Meine Pola, die Waffe, die dich vorhin zu Fall brachte, ist keine Gefahr für ihn. Ist er so mächtig? Seine Macht ist unbeschreiblich groß. Auch hat er überall seine getreuen Helfer. Manchmal
furchtbar anzuschauende Kreaturen. Dann wieder Einwohner Vakaniens. Man weiß nie, ob jemand mit ihm im Bunde steht oder nicht. Aber eines ist sicher. Jeder seiner Schergen ist ihm treu ergeben und würde uns ohne mit der Wimper zu zucken in einen Hinterhalt locken und töten. Ich hätte mich längst schon auf die Suche nach Xavros gemacht, wenn ich auch nur die geringste Chance hätte. Vielleicht haben wir gemeinsam eine Chance. Ich glaube nicht. Doch warte, nicht weit von hier lebt Melord, der Seher. Ich weiß das aus den Büchern. Melord soll sehr weise sein und müsste wissen, ob wir gemeinsam etwas gegen Xavros ausrichten können. Doch wir müssen auf der Hut sein. Viele Gefahren birgt der Wald. Und ich vermag nicht zu sagen, ob Melord der Seher uns freundlich gesinnt ist. Das werden wir ja sehen. Hier ist das. Diese Beeren sind köstlich. Weißt du, ein Hamburger oder Pommes frites wäre mir lieber. Hamburger, Pommes frites, was ist das? Tja, das ist gar nicht so leicht zu erklären. Man nimmt Kartoffeln, schneidet sie in kleine längliche Stücke und frittiert sie. Dann sind sie knusprig und goldgelb. Kartoffeln? Frittieren? Knusprig? Naja, lassen wir das. Dort, auf den Lichtungen, ein Haus. Das müsste die Behausung Melord sein. Unheimlich sieht es aus. Was uns dort wohl erwartet. Ist das düster hier. So ein Pech aber auch, dass ich die Taschenlampe der Höhle gelassen habe. Taschenlampe? Ja, das Was ist... wollt ihr hier? Ja, wissen Sie... Ich bin der Elfenkobold und mein Begleiter hörten in ganz Vakanien von eurer Weisheit. Wir bitten euch um Rat, denn ihr könnt uns gewiss Antwort auf viele Fragen geben. Ich kann ihn nicht sehen. Ich auch nicht, aber vielleicht kann er uns weiterhelfen. Schweig, du Wicht. Gerade hast du meine Sehergabe noch bis an die Grenzen Vakaniens gepriesen. Und jetzt zweifelst du an deinen eigenen Worten? Oh, Das tut uns leid. wir wollten gar nicht zweifeln. Bitte, Herr Melord, wir sind zu Ihnen gekommen, weil... Schweig! Ich weiß, warum ihr hergekommen seid. Ich kenne euer Schicksal. Ihr wollt Xavros suchen und das Rätsel des Pentagramms lösen, um in eure Welten zurückkehren zu können. Ich glaube, er weiß zu viel. Lass uns hier verschwinden. Vielleicht ist er ein Freund des Zauberers. Schweig! Elfenkobold, wenn du nicht schon ein Zwerg wärest, würde ich dich für deine kecken Worte jetzt in einen Zwerg verwandeln. Ich, ein Freund von Xavros. Ihr wollt Männer sein und denkt wie Kinder. Wäre ich ein Freund des Xavros, hättet ihr dieses Haus niemals betreten. Habt Acht, ihr Wichte. Ihr Tiere, steh uns bei! Solche wilden Tiere habe ich noch nie gesehen. Und überall sind sie. Sie kommen auf uns zu. Sie springen uns an. Seht, ihr Wichte, niemand betritt den Wald, wenn Melord der Seher es nicht will. Was fällt Ihnen ein, uns so einen Schreck einzujagen? Sei ruhig, denk an die Tiere. Deine Wildheit gefällt mir, Junge. Sie wird euch noch sehr nützlich sein. Nützlich für eure Aufgabe. Was meinen Sie damit? Das werdet ihr gleich erfahren. Doch höret erst, was sich vor langer Zeit in Vakanien zugetragen hat. Finstere Wolken bedeckten das Land, Wolken des Verderbens. Es waren wilde und böse Zeiten. Schwarze Zauberer, wie Xavros einer ist, gab es in Hülle und Fülle. Sie brachten Angst und Schrecken über die Welt. Doch auch gute Kräfte sammelten sich, um der Schreckensherrschaft des Bösen ein Ende zu bereiten.
Eine mächtige Allianz von 12 weisen Zauberern schloss sich zusammen. Ihr Anführer war Droliam, dessen Zauberkraft unerschöpflich war. Es kam zu dem entscheidenden Kampf zwischen Gut und Böse. Auf dem Morgofeld bei den schwarzen Sümpfen mussten fast alle guten und bösen Zauberer ihr Leben lassen. Nur 2 entkamen bei dem größten Kampf in der Geschichte Vakaniens. Xavros, der Anführer der schwarzen Zauberer, und Droliam, der Herr der guten Kräfte. Droliam folgte Xavros in dessen Schloss, um diesen endgültig zu vernichten. Doch Xavros entkam mit Hilfe des Pentagramms und stellte Droliam eine Falle. Unbesonnen vor Wut fiel der mächtige Droliam hinein und war fortan mit Siechtum geschlagen. Giftige Zauberpfeile verletzten seine Beine und er konnte sich nur noch vorwärts bewegen, indem er wie eine Schlange über den Boden kriechen musste. Verbittert über seine endgültige Niederlage schleppte er sich in einen dunklen Wald, um dort zu sterben. Aber er ist nicht gestorben. Woher willst du das wissen? Wenn man die Buchstaben des Namens Droliam verkehrt herumliest, wird daraus das Wort Maelord. Ihr, Herr Maelord, seid der mächtige Zauberer Droliam. Du bist schlau, Junge, sehr schlau sogar. Doch mit dem Namen Droliam, den ich sterben ließ, starb auch die Legende um den einst mächtigen, weisen Zauberer. Hier sitzt nur noch ein alter Mann, der seine Beine nicht mehr bewegen kann. Doch das Schicksal hat euch geschickt, um die Aufgabe weiterzuführen. Was für eine Aufgabe? Ihr könnt nur zurück in eure Welten, wenn ihr das Rätsel des Pentagramms löst. Ich kann euch dabei helfen, aber nur, wenn ihr mir das magische Amulett bringt. Toll, zurück nach Hause. Ja, zurück ins Elfenland. Wo ist das Amulett denn? Ihr stellt euch alles so einfach vor. Xavros trägt es an einer Kette um seinen Hals. Ach du grüne Neune. Hol's der Elfenkobold! Um in den Besitz des Amuletts zu kommen, müsst ihr Xavros finden. Wenn dieser Xavros nur annähernd ihre Zauberkraft besitzt, wie könnten wir beide ihn dann besiegen? Wenn ich bloß an die wilden Tiere denke, die sie aus dem Nichts herbeigezaubert haben, da bekomme ich ein ganz mulmiges Gefühl. Wenn ich meine Bola nach ihm werfe, verwandelt er mich in einen Wurm oder gar schlimmer noch. Oh nein, da bleib ich lieber hier. Schweig. Glaubt ihr, ich würde euch mit gewöhnlichen Waffen in den Kampf mit dem Zauberer ziehen lassen? Wie töricht. Zwerg, gib mir deine Bola. Ja, hier. Aber warum? Schweig, Zwerg. Wenn dein Mut die Ausdauer deiner Zunge besäße, wärest du der größte Krieger Vakaniens. Tritt zurück. Baran, Plaren, Gotwas, Tek, Miran, Terk, Droliam. Und was ist jetzt mit meiner Bola? Du kannst ihr durch die Kraft deiner Gedanken Befehle geben. Sie wird dir gehorchen. Versuch es. Na los, komm zu mir, Bola. Oh, meine Nase. Wie ungeschickt du bist, Zwerg. Versuch es noch einmal. Fantastisch, ich hab sie gefangen. Zwerg, wie du siehst, folgt sie deinen Befehlen. Lerne gut, mit ihr umzugehen. Nun zu dir, Junge. Höre, damals, vor langer Zeit, besaßen wir Zauberer mächtige Waffen. Das größte Meisterwerk weißmagischer Schmiedekunst aber war ein 6 Fuß langer Kampfstahl. Ich habe die Waffe damals nach meiner Niederlage mit in den Wald genommen. Die Waffe hat einen Namen,
Hiebestahl. Jetzt pass auf. Baran Pladen Gutwa. Tek Miran Terk Groliam. Da, ein Leuchten. Etwas formt sich vor uns aus dem Boden. Eine Truhe. Ja, und sie kommt direkt auf uns zu. Sie schwebt in der Luft. Da, direkt in der Luft hält sie an. Öffne die Truhe. Ein Stock? Was? Ein alter Stock soll Hiebestahl sein? Ja, das dachte ich mir. Nur ein alter Stock. Haha. Das ist ein Geheimnis, das Hiebestahl umgibt. Der Träger wirkt ungefährlich, weil niemand hinter einem alten Stock solch eine Wunderwaffe vermutet. Doch genug der Worte, lasst uns beginnen. Zwerg, tritt zurück. Junge, knie nieder. Dein Haar, Junge, das dem Feuer der Erde gleicht und dem Wuchs der Mähne eines wilden Löwen ähnelt, soll dir den Namen geben, der dich zum Herrn über Hiebestahl macht. Du sollst ab dieser Stunde Feuermähne heißen, und Hiebestahl soll nur dir gehorchen. Jetzt schwöre, dass du die Kraft Hiebestahls nur in den Dienst des Guten stellen wirst. Ich schwöre. Nercor merum et loviles pactor, Redarium droliam. Jetzt merke dir, wenn du den Stock einmal auf den Boden stößt, sage zu ihm: Bei meiner roten Haare Pracht, Stock, gib mir deine Zaubermacht. So wird dir die Kraft von 12 ausgewachsenen Männern zuteil werden. In deinen Händen ist Hiebestahl schnell wie eine Schlange. Auch vermag kein Schwert der Welt Hiebestahl zu durchtrennen, wenn die Zauberworte ausgesprochen sind. Nun seid ihr gewappnet. Wisset, Stimmen, die mir viel erzählen, haben mir berichtet, dass Xavros sich in Cherab, der Hauptstadt des Königreiches Zanir, aufhalten soll. Ihr habt Glück. Cherab ist nicht weit von hier. Wenn ihr den Wald in nördlicher Richtung durchquert, kommt ihr an einen Berghang. Von dort aus ist es höchstens eine Tagesreise nach Cherab. Meine Tiere werden euch in sicherem Geleit zu dem Waldrand bringen. Pallas, mein Falke und treuer Freund, wird euch auf eurer Reise nach Cherab begleiten. Ihr könnt ihn nicht sehen, doch er sieht euch. Seine Augen zeigen mir euer weiteres Geschick. Geht, und möge euch ein glücklicheres Schicksal als das meine zuteil werden. Geht, wenn die Zeit kommt, sehen wir uns wieder. Von den Tieren des guten Zauberers begleitet, erreichen Feuer, Mähne und Queck wohlbehütet den Waldrand und gehen von dort aus ihren nächsten Abenteuern entgegen.